So, diesmal startet die Wanderung schon während der Wanderung eigentlich. Heute geht es eine nette Familienrunde, würde ich sagen, am Höhengebirge, genauer gesagt im Feuerkogel. Und das Schöne ist, man kann mit der Seilbahn rauffahren, nämlich mit der Feuerkogelseilbahn um läppische 28 € hinauf und wieder hinunter. Kinderpreis ist weniger, das blenden wir unten ein. Und von da kann man traumhafte Ausblicke genießen bei relativ wenig Höhenmetern. Ja, man sieht da, ich habe heute kurzerhand meine Wanderpartner ausgetauscht. Laura ist nicht mit, aber ich habe da Verstärkung der älteren Generation, die aber genauso fit ist. Und deshalb werden wir natürlich unseren Halt nicht nur beim schönen Alberfeldkogel oder unsere Wanderung beim Alberfeldkogel beenden, sondern wir werden ein bisschen mehr draus machen. Das heißt, das ist eine Mischung aus Familienwandertour und vielleicht sogar anspruchsvoller mehrstündiger Bergtour. So, wir haben schon einen Großteil der Strecke zum Alberfeldkogel geschafft. Der Beginn des Weges ist relativ eben, ohne viel Unebenheiten. Das heißt, für fast jeden sogar ohne Wanderschuhe machbar. Wir empfehlen es trotzdem. Gerade im letzten Drittel gibt es immer wieder ein paar Steinstufen zu überwinden. Man geht da durch Latschen durch und ja, als Sicherheitsaspekt ist immer gut. So, wir sehen da jetzt das Kreuz. So, wir sind auf den letzten Metern und es eröffnet sich ein traumhafter Ausblick. Gebt euch das. So, in Alberfeldkogel haben wir erreicht in knackigen 30 Minuten. Das heißt, auch bei langsamen Gehverhältnissen ist man ziemlich schnell da. Kreuz ist sehr schön, Aussicht ist auch sehr schön. Sieht man gleich in die Drohnenaufnahmen. Wir unterbrechen die Sendung für eine wichtige Einmeldung. Wer uns noch nicht auf YouTube abonniert hat, läuft Gefahr, die nächsten Highlights zu verpassen. Weiter geht's im Studio. Definitiv ein super Ziel für eine Familienwanderung. So, wir haben den Alberfeldkogel verlassen. Jetzt geht's Richtung Riederhütte. Angeschrieben war 2 Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. So, man sieht schon, der Weg wird etwas steiler. Man merkt gerade da, das ist nicht mehr ganz die Familienpiste. Wir haben aber gerade eine Gruppe mit Kindern überholt. Das heißt, wenn man Kinder hat, die auf jeden Fall ein bisschen trittsicher sind und schon wissen, wie man wandert, ist auch dieses Stück kein Problem.
Ja, warum gehen wir weiter zur Riederhütte? Sondern auch den Vorteil, wenn sie bewirtschaftet ist, ein schöner Spot für die Mittagspause. Ansonsten bietet sie nämlich ein schöner Rundweg an. Das heißt, man kann bis zur Riederhütte gehen und dann auf der anderen Seite wieder zurück zur Bergstation von Feuerkogel. Dann hat man so eine doch sehr nette 4-Stunden-Tour plus minus erledigt. Wegkreuzung. Wir sind von da gekommen. Ja, nachher geht's da und wir gehen jetzt da. Und jetzt die erste seilversicherte Passage, die man unten umgehen kann, aber was war das, wenn man nicht den schweren Weg nimmt für das Video? Auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das, was am meisten Risiko da ist, sind die rutschigen Steine. Durch das, dass da schon viele gegangen sind, sind die eher abgegangen. Das heißt, da kann man schnell ausrutschen. Also aufpassen. Sind bei der nächsten Weggabelung angekommen. Da kann man auf der rechten Seite direkt die Riederhütte erreichen in 20 Minuten und auf der linken Seite eigentlich auch, aber da kann man nur den großen Höllkogel mitnehmen. Machen wir diesmal nicht, weil wir das letzte Mal schon gemacht haben. Wir gehen diesmal direkt zur Riederhütte, werden aber dann dort hinten, man sieht im Hintergrund, diese 2 Gipfel erklimmen. Die Namen sind mir dabei empfohlen, werden wir aber dort nur klären. So, ein paar Meter noch, dann haben wir es geschafft zur Hütte. Ja, heiß ist, ich glaube, wir haben uns das sehr Schmankerl dort verdient. So, Hütte lassen wir noch hinter uns, weil es gibt noch 1 oder 2 Gipfel, die wir vorher noch machen wollen, die sehr schnell von der Hütte aus begangen sind. Das ist der Kesselgupf, ich glaube der vordere, der mittlere oder der hintere. Egal, wir schauen es uns einmal an und dann haben wir es uns wirklich verdient, dass wir auf der Hütte sind. Ja, und mit gleich erreicht meine ich auf jeden Fall gleich, das sind 10 Minuten von der Hütte. Wenn ihr weitergehen möchtet, kann bis zum Eibelgupf gehen, das sind 45 Minuten. Wird sich bei uns heute nicht mehr ausgehen. Einfach aus dem Grund, weil wir ja die Riederhütte, die heute zufällig offen hat, das ist im Jahr 2024, nun nicht selbstverständlich, da ein neuer Pächter. Laut Quellen werden es nächstes Jahr dann das ganze Jahr, die ganze Sommersaison offen haben. Heute ist ein Glücksfall, darum nutzen wir das.
Ich habe gesagt, es ist nicht weit. Der erste Gipfel ist der mittlere Kesselgupf mit 1818 Meter. Und wie immer, Gipfelkreuz berühren, wenn es uns gibt, sonst waren wir nicht oben. Fürstlich getrunken, nicht gespeist, auf der Riederhütte. Jetzt geht es zurück. Nicht denselben Weg, weil auch von der Riederhütte kann man, wie zuerst schon gesagt, anders zurückgehen, nämlich über einen großen Höllkogel. Man muss aber da nicht auf den Gipfel gehen, sondern kann dran vorbeigehen, wer ein bisschen Abwechslung im Weg möchte. Ja, damit haben wir schon 3/4 von unserem Weg hinter uns, würde ich sagen. Jetzt geht es quasi zurück. So, letzte Wegkreuzung. Wir sind da gekommen in der Früh und jetzt geht es da runter. Den Weg sind wir noch nicht gegangen, dann kommen wir wieder zurück zur Bergstation. So, wir haben auf den letzten Metern eine doch gröbere Verbesserung des Weges hinter uns. Wir sind jetzt eigentlich schon im Skigebiet, darum ein netter Pfad, immer Stock und Stein. Ja, was soll man sagen? Gesamt sehr nette Runde. Wir haben sicher über 5 Stunden gebraucht, sehr viel auf und ab. Wir sind in etwa bei 500 Höhenmetern, das heißt, das ist nicht zu unterschätzen, aber definitiv eine super Wanderung für wen, der nicht voll viel Höhenmeter machen möchte, gleichzeitig doch sagt, es soll eine Tour sein, für das es jetzt auszahlt, auf zum Fahren. Bei diesem Wetter definitiv eine Traumrunde, von der man nicht zurückkommt und komplett geschlaucht ist. Ja, wir werden jetzt nur die letzten Meter zur Feuerkogel-Bergstation zurückgehen. Und ja, vielleicht hat euch das motiviert, dass ihr sagt, hey, Feuerkogel machen wir vielleicht wieder mal, da gibt es ein paar coole Routen. Ja, und wenn ihr sagt, diese Art von Video gefällt euch, wir haben natürlich noch viele weitere, einerseits von österreichischen Bergwanderungen, andererseits aber auch von anderen Ländern. Das heißt, gerne liken und uns auch folgen, damit ihr auch zukünftige Videos nicht verpasst. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.